Goedemorgen alle. Welkom. Ik wil jullie persoonlijk welkom van deel. En ons ziel is natuurlijk als de mensen leren dem Jezus Christus später nog volgen. En dat is mijn ziel. Ik wil ons natuurlijk helpen leren. En dat zal ons ziel zijn dat we anderen ook willen helpen zijn, wo zij kan Jezus Christus später nog volgen. Vandaar zijn we in onze series in 5. Mose. En we willen een beetje zijn van deel, wat is een opgave. En wo zullen we ons leven zo aanstellen, dat we terugblijven naar ons einzigen Gott? Wanneer we aan Aufjetta denken dan, we denken aan eerst einmal. Vielleicht in de biblische tijden oder in andere landen, wo het nog moot is, en of Gott te merken uit wat einmal steen oder halt. En we denken, dat is voor een andere tijd, dat is voor andere mensen. Aber ich glaube, das ist ein Ding, wo wir alle, wenn wir Christen sind, wenn wir nicht Christen sind, ist noch ein Ding, wo wir mit kämpfen tun. So, wir wollen von dir sein, was ist dort, dass wir sollen treu noch bleiben. Wir wollen anfangen mit dem Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar, dass du treu bist, dass du lebendig bist und du hörst uns, wenn wir beten. Und wenn wir die anbeten tun, du nimmst das an. Gott, ich bete, dass die was uns von dir abhören und glauben, dass wir können die Beten noch folgen. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Wir wollen von dir in 5. Mose Kapitel 4 sein. Und wir haben von dir nicht Zeit, um die Versen alle durchlesen, aber wir wollen hier welche Dinge rausschaffen, sodass wir können die ausleben in uns Leben. So die erste 14 Vers lehrt Moses die Israeliten, dass sie sollen zurückkehren, nach was Gott gelehrt hat, und sie sollen dort in Denk holen. In der ersten Vers sagt er, dass die Gesetze, was Gott gegeben hat, die sollen nicht hören. Und dann in der zweiten Vers sagt er, dass sie sollen dort nicht ändern, was Gott gesagt hat. Der zweite Vers sagt, sie sollen nicht bei das Gesetz beidonen, was ich versei, und nicht davon wegnehmen. Die sollen den Herrn, den Gott, seine Geboten, die ich gebe, halten. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir verstehen, wenn wir von Aufjetta reden, dann, wo Gott sein Wort hineinpassen wird. Das ist auch wichtig, dass wir Gott sein Wort recht verstehen, und dass, wenn wieder verdrehen, was Gott gesagt hat, wenn wir wegnehmen von was Gott gesagt hat, und dabei was Gott gesagt hat, das ist, wenn wir en of Gott merken doen. Wir doen Gott ändern oder wo wir Gott seinen ändern, wenn wir Gott sein Wort verdrehen doen. In Sprüche Kapitel 30, der 5. und der 6. Vers sagt höchstens das. All Gott seine Wege sind fehlerlos. Er ist ein Schild für die, für all die sich an ihm verloten. Don nicht bei Gott seine Wege beisaten, dort bei nicht bemont en ons Leder stammert. Wir sollen nicht bei Gott seine Wert beisaten. Und wir sein in der zweiten Vers wollen nicht wegnehmen. Wenn wir Dinge wegnehmen oder beisaten, was Gott gesagt hat, dann dürfen wir ändern, wer Gott ist. Und dann merken wir abends auf Gott. Wieder sagt er in der 6. Vers dort, wir haben gesehen, wer Gott ist. Wir haben gesehen, wo er ist treu geblieben. Wir sehen, wo er mit dem Volk Israel gegangen ist. Und hier ist ein interessantes Ding. Wenn wir dabei bleiben, was Gott uns gelehrt hat in der Bibel, was? Das erste Vers sagt, es steht, seid ihr noch, dass je dort hallen. Je die hallen. Er redet von den Gesetzen. Da wollen andere Völker zu sein kriegen, dass je ein weset Volk und ein Volk mit Verständnis sind. Wenn Menschen sagen, wir leben dort aus, was in der Bibel geschrieben ist, was sie sollen denken von uns ist das. Dort sind weise Menschen, die haben Verständnis. Und das, wenn wir die Bibel nicht recht verstehen, wenn wir die Bibel verdrehen, das ist fertig, wenn Menschen uns ansehen und sagen, was ist ordentlich mit so einem Menschen? Aber das sagt hier, wenn wir da wollen ausleben und das recht verstehen, was Gott uns gelehrt hat
in de Gesetzen en voor ons Christen in de Bibel, dan wordt onder Länder dort seinen, dort Gott wörtlich ist en dort Gott treu ist. En dan 7 bis 8 leert het ons wer Gott ist. Du hast kein ordentliches Land, kraken daunt, wo groot, wat een God haft, deze dich bij en is. Als de Herr ons God no on ons is, en jedes Mal hiert, wanneer we am aanroepen. En du hast ook kein Land, kraken daunt, wo groot dat is, den je zaten verschriffen, zo je reich zijn als deze, die ik van Deug ongerecht heb. Hij zegt hier naar de Israëlieten, dit is een God wat we van Deug van hieren doen, dit is een God wat we aanbeten doen, dit is een God wat we no volgen doen, er is geen andere God, dus dit is een God. En wat is dat wat besonders is van deze God? Hij zegt, deze God is persoonlijk, hij is dichtbij. En wanneer we würden ons laten in die tijd zijn, en wie is Männer niet, wir sind nicht Juden, und wir würden dort han onje sein, und wir würden in die Zeit sein, sondern was nicht an Yahweh, nicht an Gott leben deuten. Wir würden dort sein haben, wer die Israeliten wären, und wir würden han sein, was von Gott sie haben, und Gott, wie ordentlich ist uns Gott. Wir würden han sein, uns Gott ist Amadal, uns Gott, die Aufjetta, was wir anbeten in der Zeit. Wir würden han sein, Gott ist besser als uns Gott. Gott ist so eine, was Verschriffen geben wird, Gesetzen geben wird, und das sind gute Verschriffen. Das sind ferne Gesetzen. Und der größte Ding, was andere Länder oft sich verwirren, ist, dass Gott wir ein Gott ist, persönlich. So, wenn Menschen nur ans Leben kicken down von dir, und wenn sie Aufjetta anbeten down oder für Aufjetta leben down, wenn sie ans Leben sein down, seien sie dessen Gott, was persönlich ist. Seien sie aufjanzig. Wird sie sein, diese Person, die hat eine Gemeinschaft mit Gott. Diese Person kennt einen Gott, was dich wie erst nur an. Ich will das auch. Will ich die persönlich Gott nicht kennen. Und dort ist ein Bild, was Gott will haben, wie soll sein. Gott ist nicht ein Gott, was weit auf ist. Gott ist ein Gott, was es hier sein wird. Er ist dich bei. Und dann in der nächsten Vers sagt, wir sollen abpassen. Wir sollen abpassen. Nur was soll wir abpassen? Nächste Vers sagt, aber pass sei ab und sieht, je Wessenhaft, dass solange aus je Leben, je nicht verjeten, was je seinen haben. Sag jene Kinder und jene Grautinger. Was soll wir nicht verjeten? Was wir je seinen haben. Dort, was wir je seinen haben, ist dort Gott hat von uns geschafft. Wir haben gesehen, wo Gott uns geraten hat. Wir haben gesehen, wo Gott ordentlich geraten hat. Wir haben gesehen, wo Gott schaffen wird. Und wir sollen dort niemals verjeten. Und was tun wir das? Wir passen ab. 1. Timotheus, Kapitel 4, der 16. Vers sagt es selbst. Paulus sagt hier, sorg so für die selbst und für deine Lehr, dass du dabei bleiben wirst. Wenn du dort daunen wirst, wirst du die selbst selig merken und auch die hören. So Timotheus wie ein Prediger in dieser eine Kirche. Und Paulus hat in Briefen angeschrieben und sagt es dort, sorg so für die selbst. Er sagt, pass ab. Wir sollen abpassen. Ich glaube, warum sollen wir so abpassen uns selbst? Dort ist, wenn wir glücklich werden. Dort ist Ferken, wo der Trouble kommen wird. Dort ist nicht Ferken, dort ein Mensch wird in einer klaren Entscheidung merken. Er wird einen guten Wandel haben mit Gott und dann einsmals wird er abwarten und zu sich selbst denken, weißt du was? Von der merken eine Entscheidung, ich will wegwandeln von Gott. Keiner wacht ab und sagt,
ich will nicht mal ein Christ sein. Oder keiner wacht ab und sagt in sich selbst, weißt du, das ist nicht wert. Und man dort der Weg gehen. Wir sollen abpassen, weil es von Gott wach wohnen und dort wird langsam. Und wir sollen abpassen, wenn dort wird nicht über Nacht. Wir sollen langsam wach wohnen von Gott. Und wenn wir nicht abpassen, dann wir fingen uns in der Stadt, wo das sehr leicht werden, erst den letzten Stopp zu merken. Ich denke an Trägen oder Jahren, wo ich vielleicht von 20 Jahren bis 23 Jahren war. Und das habe ich selbst persönlich belebt. Und ich schäme mich messen mit das. Ich war in einem Heim ab, wo mir klar war, die lehrt, wer Jesus war und was wir müssen tun, um am Annehmen und am Nachfolgen. In meinen ersten 20 Jahren, ich war kurz frisch befreit und wir deuten so gut wie können, wir deuten in den Tag. Und eine Nacht, dann konnte ich nicht schlafen. Dann dass ich mein ganzes Leben segnen. Und dann früh hat mir das als die Frau, was meint dort am Christ sein? Was meint dort am Jesus Christus noch folgen? Und was mir dort der Gedanken kam, ist, na, ein Christ, der schmeckt nicht. Ein Christ, der ist nicht ein Mörder. Ein Christ, der trinkt nicht zu viel. Und dann sage ich, wo mein Hort war. Mein Hort, der wird ladig. Von Büten hat ich das Schall, was seht, das was ein Christ nicht tut. Und von Büten wird er alle Fan. Und von Bern wird er ganz ladig. Ich habe dort langsam loten kommen, was du, wo er von Bern dort wird. Und danach habe ich wenig geschlafen. Und ich gebe mich frisch an, noch Gott, danach. Und dort merke eine große Ändernis in mir. Dort wird von Büten eine Schall wir. Dort wird dann abgefällt von Bern, wird echt und recht und gut wir. Dort wird eine Gemeinschaft mit Gott. Nicht bloß so, was ich sein will. Und das interessante Ding, dass wir vielleicht 6 Monate später, wo Gott, ich und Christina, raupen, dort wir Predigt sein. Wir sollen abpassen. Dort wir dort nicht aufsaten, dort wir nicht entdanklich sein. Dort wir von Bern Ladierschalen sind. Dort von Bern besorgt wird. Dort wir von Horten Jesus Christus nur vor ihr sind. Und dann wieder sagt er, wir sollen diese Dinge noch unsere Kinder lernen. Wenn wir noch Kinder Tüß haben und wenn die Kinder haben, die abgewaschen sind, unsere Kinder fehlt an uns. Dort wir Tragwiesen tun. Dort wir belehren tun. Dort wir entwiesen tun, wer Gott ist. Dort, wenn sie alle sind, anfangen in ihre Entscheidung zu merken, sie wollen nicht aufgehen. Sie wollen nicht in Gott merken. Und das ist, worum Moses sieht, so klein oder Israeliten, lehrt diese Dinge an die Kinder. Weil wenn wir nicht tun, und wenn sie nicht ein Verständnis haben, von wer Gott ist, wenn sie alle sind, was von euren Grund wollen sie haben, was ein Trick holen wird, um die Aufjetta noch folgen. Moses wisst, wenn diese Kinder würden noch kommen, nicht in ferner Lehr haben, das ist ein Grund von wer Gott ist, sie würden dieselbe Aufjetta anbeten, was in das Land wären, wo sie hingehen würden. Dann halbt er an Denken und sagt, denkt trägt nur die Zeit, wo ihr dem Bauch wären. Nie sagen, wer Gott ist. Und er redet von der Zeit, wo sie den Herab, Sinai, Bauch wären und Gott gab ihnen die Tiere gebauten. Und das ganze Bauch, das schattert. Und dann wird eine große Feuer. Und dann wird eine Erdbebung. Und hier wird Gott in all seiner Herrlichkeit und er kämpft rauf. Und er hat sich offenbaren, für wer er wir. Gott wie heilig, Gott wie groß und Gott wie allmächtig. Und Moses sagt, denk zurück. Denk an, wer Gott ist. Und ich glaube, als ich hier mit dem, wie wir Jesus Christus haben angenommen, wir können zurückdenken, wenn wir uns bekehren werden. Wir können zurückdenken an die Zeit, wo wir uns hingeben werden. Und Gott schafft in uns, was Johannes Kapitel 3, die Wiedergeburt annimmt. Dort wird geistlich dort wir. Wacht Gott ab, dass wir nie
Menschen werden. En dort wil ik zijn als een grotere wonderteken. Dat als een grotere wonder is een borg schatteren. Wenn Gott met zijn hand kan eerst een borg schatteren, en waar bus God kan dort wat nemen wat dood is en dat levendig merken. En dat is de wonder wat God in ons deed, wanneer we waren geboren zijn. En dan jetzt wieder, hij zegt, we zullen dat weten, wer wir zijn. We zullen God zijn Gesetzen houden. We zullen dat houden, wat God ons gezegd heeft in zijn woord. Dan redt hij dat we zullen keine Aufjetta aanbeden. In 15 met 31 leert hij ons dat we zullen trouw blijven naar God. In 15 zegt hij, als de Herr te junt op den Hörboy red im 4, sag je kein vorm. Dit is wo we aanvangen moeten. Wanneer we aan of God denken dan en Aufjetta merken, we denken verken aan, we wollen vormerken, wat ons helpen, aan God te denken. Vind je dat niet interessant, dat wanneer God zich openbaart dat naar ons in een grote Waage heeft nog niemand, zich openbaart als een mens. Ja, we verstaan dat God kwam als mens durch Jesus Christus, aber in het Oude Testament, God deed zich niet openbaren als een mens. Hij neemt zich niet in vorm. En hier zegt hij dat wanneer hij kwam, dergen 4, wie een groot 4, zij zagen geen vorm. Nou, een ding wat mij ik vind interessant is, wanneer we in het Nieuwe Testament lezen dan, keine woord kan we zijn, een vers wat leert ons, waar Jezus loten deed. We weten niet of Jezus zwarte haar hadden, we weten niet of God Jezus lange zwarte bord had, witte haar, bruine haar. Die dingen kennen we niet. We weten niet of hij zo hoog was, of hij een karterman was. En ik geloof, God heeft het op vlieg gedaan. Dat we niet Jezus Christus zum Aufgott merken, dat we niet in vorm hebben, wat we dollar nog volgen dan is de persoon wer Jezus Christus is. En hier is het ding. Wanneer we Jezus Christus en wanneer we God zijn ze een mens. Oder een ding wat fleischlich is. We zaten am Rauf, naar wo we zijn. En dat is de grootste trouble met God en God ten Aufgott merken. God kleiner merken als hij is. God is hecher als we zijn. Hij is anders als we zijn. De Bibel leert ons dat God is in Geest. En we moeten God aannemen zoals hij is. Wieder, hij zegt, we zullen niet in Aufgott merken. In de laatste part van de 15e vers. En de 16e vers, eerste part, zegt es dit. En nu ziet voorzichtig dat je niet door met verzinnen. Wanneer we in Aufgott merken, dan we zinnen. So wat is dat in Aufgott een zin merken dat? Dat is wils, wanneer dat een poort is van in God, wat ons God, wat werkelijk is, we nemen leer aan. We nemen leer aan, wils de Aufgott, wat we proberen aan te beden, is niet werkelijk. So we doen wat falsch is, wat niet is, aanbeden. En wieder, wanneer we God hem voormerken doen, hem een Aufjetta merken, een Aufgott merken doen, dus ons gevallen dat, dan doen we dat verdrehen, wer God is. En dat is in grote zin jengen aan. So wat is dan een Aufgott? Ik geloof ganz simpel gezegd, een Aufgott is eens wat, eens wem, eens een ding, wat entsteht is God. Eens wat we zaten hecher, is God. Eens wat we aannemen, als God, wat anders is wat God werkelijk is. En het tweede
in de eerste geboten, in de 10 geboten, Moses sagt dit, en dat zei we in 2 Moses, Kapitel 20, 3 bis 5, dat sagt es dit. Je dürfen keinen Gott haben, buiten mij. Je sollen je keinen Aufgott merken, en kein Form schmieden, en irgendwort, en daunt of van wat in Himmel boven jint, oder wat van de Erd, op de Erd, oder wat van in der Water is, in de Erd is. Kein. Knijt jint niet verdij, en deint die niet. Je alleen, ik alleen, zie de Heer jün Gott, en met keinem anderen taub. Ik bestroof de voeders de senn en de kinger, wat de grootkinger en de uw-grootkinger, en die jengen mij schaffen. So wie zijn een klein beetje wat een Aufgott is, van wat in de 10 geboten is geschreven. En dit is waarom dat zo aardig is in Aufgott aanbeden. Ik alleen zie de Heer jün Gott, en met keinem anderen taub. Du hast ein Gott, du hast ein Geist, du hast eine Person allein, was Gott ist. En Gott allein. Hij sagt, met keinem anderen taub. Gott wordt nicht seine Herrlichkeit, dort wat aantreffen dat, voor alle eeuwigheid, uitdelen naar onder Aufjetta, dat is zijn en zijn alleen. Blooss Gott is Gott. Wir sollen kein vormerken, wat Frühmensch oder Mondmensch ist. Und warum sagt Gott, wir sollen nicht in vormerken, was ein Mensch licken dat? Wenn ich studieren deed für diese Botschaft, ich kijk een klein beetje en ik kijk een klein beetje, wat voor een vorm oder wat voor een Aufjetta haben Menschen gemerkt von Stein over de jaren. Und das ist interessant. In der Zeit, meiste Zeit, wenn sie würden von Stein was formen, das wird ein Mensch sein, ein Frühmensch, was sehr sexuell gemerkt wird. Wir würden kein sein, dass wir ein Mess in Schweinchen bilden, dass wir ein Nerkje Mumpje und ein Nerkje Mann. Und dann werden wir uns ein klein bisschen anlassen. Kann wie Gott sein, woran Gott zu jeng an ist? Wenn dieses Menschen in Aufgott merken, dann was Schweinchen liegen dat. Und hier ist Gott, was herrlich ist, und dort, was in Form ist, was am liegen soll, ist so weit auf von wer er ist. Dann sagt er wieder, dass wir sollen nicht Gott merken, in Form von Gott merken, was ein Tier liegen dat. In dieser Zeit wird es sehr mau, dass Menschen würden in Aufgott merken, und da wird es ein Tier liegen. Und wir sind in Ägypten, wenn wir dort studieren, dann was von der Aufjetta sie haben, da wir fährt eine Kort oder ein Ball und wir investieren, was sie tun in Aufjetta oder in Aufgott merken dann. Und wir sehen, das ist interessant, wenn sie durch für einen Borg herabgehen, sie merken in Aufgott und was wird das? Da wird das Kauf, das goldet Kauf. Und da wir sie dahin trägt nach Ägypten, was von einer Form, was von einer Aufgabe sie durchhaben, in einem Ball wie in der Zeit einen sehr hoch angenommenen Aufgabe. Und dort ist, woran sie in Vormerken, die durch den Borg, nehmen sie dort an, dass es ein Ball wird. Und dann in 19. Vers sagt, wir sollen nicht in Aufgabe merken von der Sonne, dem Mond und den Sternen. In welcher Weg habe ich verstanden, woran Menschen die Sonne und den Mond in Aufgabe merken dann? Willst die Sonne jaft uns das Leben, was wir haben? Nichts kann leben, büter was die Sonne uns geben wird. Die Sonne, die wärmt, die Sonne, die jaft uns Licht. Und durch was die Sonne uns geben wird, bleiben wir leben. Aber unser Leben kommt nicht von der Sonne. Unser Leben kommt von Gott. Gott hat die Sonne gemerkt, Gott hat uns gemerkt. Und wir sollen nicht die dort anbeten, was Gott gemerkt hat, lieber Gott anbeten, wer die Sonne gemerkt hat. Dann bringt Gott eine Gedanken, was er trägt. Hij ist der Gott, der 20. Vers.
wat van Jep den Riet brengen deiden. Wenn wir denken ein klein bisschen an die Aufjetta, was Menschen anbeten doen. Dat is een vorm, dat is een ding wat we op een Dashnap zaten doen, op een Meubelnat zaten doen. En dat ding, dat kan niet zelfs gaan, dat kan niet zelfs denken, dat kan niet leven, dat kan niet reden. En God zegt, deze dode dingen, wat niet meer leven gaan, waarom moet je die aanbeten? Ik ben levendig en kijk maar wat ik kan doen. Ik kan niet van de Jep den Riet raden, ik kan niet van de Jep den Riet leiden. En dit is een ding wat Aufjetta niet kan doen. Aufjetta kan deze dingen niet doen, wil die niet in leven gaan. En dan 24 vers zegt dat God is een rietende vier. God is aufjanzig. God is aufjanzig, wils amtrafte ihr, amtrafte Herrlichkeit en am allein. Sie würden dann vielleicht die Frau fragen, die 10 Geboten sagen, die 10. Gebot sagt, wir sollen nicht aufjanzig sein. Wo kann Gott aufjanzig sein und wie kann nicht aufjanzig sein? Ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir die 10 Geboten recht verstehen und besonders die 10. Dort ist ordentlich aufjanzig sein, versaut, was nicht uns ist. Zum Beispiel, die 10 Geboten sagt, wir sollen nicht aufjanzig sein von einem anderen Mann seine Früh oder einem anderen Mann sein Esel. Die Dinge, die wir nicht für aufjanzig sind, das sind nicht unsere, das ist was ordnet. Das ist für wem ordnet. Aber wenn es uns ist, und wem das wahrnehmen wird, das ist aufjanzig sein, aber das ist aufjanzig sein in der Weg, was reich ist. Und kriegst du in der Weg, wenn Gott aufjanzig ist, wenn andere Aufjetta anbeten tun, hat ein Recht zum aufjanzig sein. Wenn amtraft die ihr in der Herrlichkeit. Und bloß dort ist sind. Und ist das wahrgenommen, wenn Menschen Aufjetta anbeten tun. In so einer Weg ist ganz reich zum aufjanzig sein. Das würden bet so sein, wenn wir befreit sind, würden sein, wenn wir unsere Früh oder uns Partner sein gehen, mit einer anderen Person gehen, wie sind die, was die Bund haben gemerkt man ernt, dort wir befreit sind und wir hier in einen anderen. Und dann sind wir aufjanzig und wir sind reich, wenn wir aufjanzig sind. Gott sagt, dass er ist in 4. Und er sagt, wenn sie wollen die Aufjetta anbeten, er wird ihn strafen. Wo wird er ihn strafen? Sie wollen sterben in das Land, wo sie nicht gehen. Und Gott wird ihn verstehen. Und die wollen nur wenig sagen, was wollen die Zeit durchmerken. Das ist ein Ding von dem Alten Testament, was ich fertig über gedacht. Diese Lieden, die den meist von den ersten Tag, wo sie in das Niederland wären, wo sie Aufjetta hingeran wären. Und Gott, die dort an sein, für meist 1000 Jahre, wo Israel wird aufgehen, die würden Aufjetta annehmen, dann würden sich weiter probieren abzumerken, was sie will, aber die werden meist niemals die Zeit, wo das Land gut wird. Die hatten einmal diesen Kampf mit Aufjetta anbeten. Aber in 722 und in 526 Jahren BC, da Jesus Christus kommen deit, dann kam andere Länder und nahmen die Israeliten zu Sklaven. Und Gott deit für all die Jahre, wie er geduldig und wie gnädig, wenn die Zeit kam, wenn Gott dort, was er hier hat versprochen, dort er dort deit. Und er wird dort vier, was er strafen deiden, für die Aufjetta anbeten. Und dann sehen wir in 29 bis 31, dass Gott wird den Menschen treten sich selbst rauben. Wenn ich in der Versen lesen, dann wie hier
Ich glaube, wir lesen Verken, Verse steht in 4. Bosig Eva. Wir lesen dort Verken 4. Bosig Eva, wo Gott gnädig ist und Gott leibtolich ist. Aber Verken lesen wir 4. Bosig Eva, dort Gott in vier ist, wo alle sind, abbrennen wird. Aber wenn wir das ein Bild taub sein tun, dort Gott jenen Sinn ist, Gott kann dort nicht annehmen, dort wie unter Aufjetta anbeten tun. Und wir bringen dort taub mit dort Gott raubt uns einmal trägt nur sich selbst. Ich weiß nicht, wo je von dir seid mit Gott. Ich weiß nicht, wo je mit Gott stohnen. Ich weiß nicht, wo je Gott an sein in Hort. Vielleicht sei je von Bern, voll von der Gnade und Leib, was Gott uns geben wird. Oder vielleicht sei Jesus auch 15 Jahre zurück wir. Im Hort ladig, im Hort dort. Gott raubt ihn von dir. Trägt zu sich selbst. Ich will 29 bis 21 lesen, das sagt es dort. Du wo je, dann den Herrn, den Gott segnen. Und wenn die wollen, ob ihrens von Hort segnen, dann wo je am Fingen. Wenn je dann lieden wollen, und je in diese verschiedenen Dinge nähern geroden, dann wo je mit der Zeit um Herrn, jen Gott drehen, und je wollen am Gehorsam sein. Der Herr, jen Gott, ist der einzige Gott. Er wird jen nicht ganz in Stärk loten. Er wird jen nicht ganz anbringen. Er wird sein Bund, dem er jen Vorrasch mit Eid versprechen, nie nicht verjeten. Diese Versen wiesen uns, was Gott sein Hort ist für uns. Gott wird dort nicht loten. Dort wir wollen Aufjetta anbeten. Gott wird dort nicht loten. Für alle Ewigkeit. Dort wir am uns aufsehen tun. Dort wir uns für uns selbst leben tun. Aber Gott raubt uns. Armer träg. Das sieht hier, dort wird eine Zeit kommen für die Israeliten, dort fällt Kraxe ut. Da wird loten sie es allmählich wir, dort die Israeliten würden kein Träg kommen, nur Gott. Weil Gott sagt, er würde niemals loten, ganz anbringen. Und das ist der Gott nur recht, was ich will uns von dir mitteilen. Ich weiß nicht, wie oft die sind gewandelt von Gott. Gott wird nicht ganz anbringen. Solange sie hier nach oben haben, hat je noch eine Gelegenheit, trägt toom zu Gott. Nein, wir würden vielleicht sagen, ich habe viel von Aufjetta geredet. Wir würden sagen, ich bete nicht Aufjetta an. Ich kann nicht in Gott in mein Haus. Ich habe mich nicht in Form gemerkt und ich habe nicht auf meinen Dashnapp gesagt. Ich habe nicht in Form gemerkt und das sagt an meine Meibeln und ich bringe die Eten an und das ist ein Aufgott. Aber was ist ein Aufgott? Ein Aufgott ist irgendwas, was wir herstellen als Gott. Und ich weiß, dass wir, das Menschen, einen Kampf haben, alle Sorten herstellen als Gott. Das ist nicht Gott sein Wunsch für uns. Gott sein Wunsch für uns, dass es für die Israeliten wären, dass sie würden zurückkommen, dass sie würden Gott allein anbeten, dass der höchste Gott. Gott allein wird der höchste Steht haben in uns Hort. Und Gott raubt uns, und das selbiert von dir. Und wenn wir in den Wandel sind, wo wir von Gott weggehen, was sagt Gott hier uns? In Hebräer Kapitel 13, der 5. Vers, er redet von dieser Vers, er sagt es dort. Ich will die nicht verloren, die nicht in Stich loten. Gott wird die nicht verloren. Wenn wir von Gott wegwandeln dann,
Gott seine der ist armer op. Wie kann armer terugkommen, nur Gott? Und wenn wir vielleicht eine große Mess haben gemerkt von uns Leben, und wenn wir haben so lange gelebt, wo wir haben ohne Dinge Hacker gemerkt, dass Gott wird uns niemals wirklich ganz vergeten. Gott kriegt uns einmal zurück nur sich selbst. Und wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, die Ursache, warum Gott uns niemals wird verloren, ist dieselbe Ursache, warum Gott wird Israel nicht hochlassen. Und dort ist der Bund, was er gemerkt hat, mit Ernt. Der letzte Part von 31 sagt es das. Er wird sein Bund, der ihn vorher mit ein Eid verspricht, nicht verjäten. Gott wird ihn nicht verjäten. Von daher, wenn wir mehr über diese Botschaft denken, dann. Ich will uns ein paar Fragen stellen, wenn wir schließen dann. Wir haben fertig ein Bild von einem König, der auf dem Thron sitzen wird. Jeder einer von uns hat einen Thron. Und ab der sitzt, wird ein König sitzen. Und wer einmal auf den Thron sitzen wird, ist der Gott für ewig uns Leben. Und wenn wir uns heute unser Segen tun, wer sitzt auf den Thron? Der Thron ist niemand ledig. Ist dort ich und du selbst, wer auf den Thron sitzen wird? Sind die andere Personen, die auf den Thron sitzen wird? Sind die andere Dinge, Geld merken und welche Dinge nur folgen, die auf den Thron sitzen wird? Oder sitzt Jesus Christus, uns einzigen Gott, auf den Thron? Ist er uns Gott? Oder sind die andere Aufjetta, oder an den Thron sitzen wird? Und je von der hier sein, je euer Segen, je Horten, je sein, du hast eine andere Person auf dem Thron als Gott. Von der ist den Tag, wo je den König kann vertuschen. Den auf Gott wird auf den Thron sitzen wird, den wir raufsaten. Und Jesus Christus loten, der Sat nehmen, was sein Recht ist. Nicht bloß, weil es am den gehört, aber uns Leben ist voller. Uns Leben ist es gehört, wenn Gott auf den Thron sitzen wird. Wir schließen mit einem Gebet. Jesus Christus, wenn wir das ist ein voller Kapitel, und das ist viel, was ich würde noch Hand sein über das. Aber Gott, ich bete, dass du uns von dir leiftolig und gnädig anrufen. Dass wenn du sind Dinge, was wir haben loten und auf Gott wollen in uns leben. Dass wir wollen, das kann sein, und dass wir wollen die Kraft haben, dort zu sehen, sagen, und dass du kannst, was die Herr sein über uns ganzes Leben. Und Gott, ich bete für so eine, was vielleicht, welche Dinge in Hort und Stich haben. Ist die Bitternis, ist die Video, sind die Frauen, ist die Zwiebel. Gott, ich bete, dass du uns halten mit unter Taub, das mitteilen, dass unter uns kann halten, die Dinge hingeben an die. Und wieder Gott, wir wollen die loben von dir, wir wollen die hochheben, willst du und du allein bist der einzige Gott. Die traft alle die Herrlichkeit, nu und für immer in aller Ewigkeit. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.